Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus, von denen wir nu deze tijd im Jahr veel van hier doen. En het is ook goed dat we van den reden doen, van de geboorte van ons Herr Jesus Christus. So dat is een goede tijd im Jahr, wo wir uns erinnern doen van ons Heiland, dat er gekomen is. So, wir hören viele Menschen, Frauen und vertellen von wo drauf sie sind zu Weihnachten. Und dann hört oftmals Menschen und Frauen, was bereit zu Weihnachten? Was bereit zu Weihnachten? Und ich glaube wirklich, was die meinen zu sagen, hast du alles angekauft, was die fehlen, das dann Geschenke ausdeilen. Oftmals glaube ich, ist dort wirklich, was die meinen tun. Nicht, dass die wirklich alle bereit sind, Jesus seinen Geburtstag zu zelebrieren. Und so, Jesus seine Geburt wird al lang en vooruit geprofeteerd worden dat het zal passeren en bouw dat zal passeren. En weet je, zoals ik al zei, dat veel mensen merken zich rijdt te Weihnachten, merken zich dat ze drak. En weet je, God merkt ook rijdt te Weihnachten. God merkt rijdt voor zijn Geburt, wat er wordt komen. So, hij moet ook alles rijden merken dat er wordt krijgen en te de rechte tijd in de ervulling gaan, zoals het geschreven wordt, zoals de profeten dat hadden aangegeven, wat dat zal passeren en te wat van de tijd en zo wieder. So, ik vind dat interessant, wo God muss Menschen, verschiedene Menschen, wat hij muss rijden merken, te de tijd krijgt dat hij dat kan uitvoeren, als hij gezegd had, als het wordt passeren. So, ik wil van dat vanmorgen een klein beetje van die dingen vertellen. Het zijn bekende geschichten, wat we ons ieder jaar verhalen doen, wo wir viel von hier doen, von unserer Sonntagsschule, Kenia und so weiter, die vertellen uns jedes Jahr von der Geschichte von Jesus seine Geburt. So, und ich will auch von das morgens von dort reden, uns bloß unsere Gedanken abfraschen, von wo dort wirklich alle Brücken leid, dass Jesus könnte zur Welt kommen. In Jesaja 7, Vers 14 sagt, dass der Herr, den ich dein Wort aus sich selbst ein Teken geben, en kijk mal, een jonge vrouw wordt zwanger en wordt een jongetje gaan. En zij wordt den Immanuel naam. So God met ons. Dat is wat dat meint dat. So, God muss verschiedene Menschen reinmerken zu dieser Zeit. Und er muss den Menschen auch reinhaben, dass das Wort sich dort uitvallen, als er gerechnet hat. Das erste muss er eine Jahr reinmerken, wo der Jesus Christus soll geboren werden. Omdat Jesus kon geboren worden, muss das durch ein Frühmensch passieren. Und so haben wir auch eine junge Jahrerei dazu. Ungefähr, die leben das vielleicht von 14 bis 16 Jahre alt gewesen, als sie Geburt gegeben haben zu diesem Jesus. Und ich will anfangen von Lukas, das erste Kapitel von reden, Vers 26 anfangen. Das sagt, in der ersten Monat wird ein Engel Gabriel von Gott nach der Stadt Nazareth in Galiläa nur eine Jahr geschickt, der Josef en David zijn Stamm anvertraut wird, in dem Jahr heißt Maria. So, das wird das Erste, was da passieren muss. Da muss wer sein, wo der Jesus geboren werden. Und das wird Maria. Josef seine Jahr. Josef sozusagen seine Früh, was er sich befreien. So, da wird das im Jahr geschickt. In Vers 28 sagt er, und der Engel kam bei ihr nahe und sagte, ein Gruß an die, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. So, hier hat sie kriegt ein sehr schöner Gruß, ja. Sie kriegt Jas von einem Engel. Aber das wird ein anderer Gruß, als er allgemein haben, wo wir Menschen begegnen, dann, wenn wir vorhin beim Besegnen und so wieder spazieren, dann begrüßen wir uns einer den anderen. Aber das wird ein anderer Gruß, was Maria hier kriegt. Und da sagt der Herr ist mit dir. Und sei aber überrascht über den Gruß und wundert, was dort zu bedienen hat. Der Engel aber sagt zu ihr, Maria, fürcht dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Und sei mal, sagt er, und sei mal, vielleicht soll aufmerksam sein, sagt er, sei mal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sehen zur Welt bringen und du sollst Arm Jesus nennen. Wenn wir hier mit dir denken, dann von der und Tag, wenn wer soll ein Kind haben, wir haben die Maschine, wo sie kann das nur sein, dass das ein Junge oder ein Jahr ist, dann kann sie ausfinden, was sie wollen zur Welt bringen. Und Gott sagt dann zu der Zeit auch zu Maria, er sagt, du wirst ein Kind zur Welt bringen, das wird ein Junge sein und du wirst Jesus nennen.
Dat wordt Jezus zijn. En Maria, die wird noch mal jung, sie wird, so sich sagen, von ungefähr vielleicht 14 bis 16 Jahre alt. Und aber sie wissen halt so viel, dass ein Kind zur Welt zu bringen, das braucht ein Mann auch eine Frau. So, wird das wirklich abfallen und Wunder, wo das kann passieren. So, sie fragt den Engel, wo das kann möglich sein, dass sie ein Kind zur Welt bringen. Sie haben noch keinen mit einem Mann tot gewesen. So, eine sehr interessante Geschichte, wenn wir da überdenken, dann wo sich da alle tot rannehmen. Vers 35 sagt, dass Maria fragt den Engel, wo soll das werden? Willst noch kein Mann bei mir gewesen ist? Das wird nicht deutlich. Das wird eine allmähliche Sache für Menschen zu beseinen und zu kicken. Das wird allmählich, sonst das geht nicht mal. Aber der Engel sagt, der Heilige Jesus wird über die kommen. In den Allerheiligsten seine Kraft wird aus den Schatten über die kommen, deswegen wird der Heilige von die geboren worden soll, Gott sein Sohn genannt worden. Das, was das passieren wird. Das, was das passieren soll. Nicht durch ein Mann und eine Frau. Bloß durch eine Frau. Er braucht ein Frühmensch, das in der Heilige Geist kommt überall. Und Gott würde sehen, aber der Vater sein zu den sehen. Das würde nicht ein Mensch sein, was der Vater würde sein, aber Gott. So sehr interessant, wenn wir da überdenken. Und ich weiß, das ist eine sehr bekannte Geschichte. Wir sind da ganz bekannt mit, aber immer war da, wenn ich die übergehe, wenn ich das mit dir betrachten, da, wo sich das so reich herumgenommen, das muss wirklich ein großes Wunder gewesen sein. Und das sogar zu begreifen oder das anzunehmen und zu leben. Ich glaube, wir würden von der und Tag auch, wir sind einmal so klein, glaube ich, wir würden das auch gleich leben können, wir würden auch sagen, boah, ist das möglich, das geht ja gar nicht. Wo kann das passieren? Und so ging Maria das auch. Und so hier hat Gott die erste Person reingemerkt, durch was das soll passieren, dass Jesus soll geboren werden. Und dann muss Gott nach wem reinmerken, dass das soll können passieren. Dus die Propheten da hatten gesagt, dass das würde in Bethlehem passieren. Das Kind, das würde in Bethlehem geboren werden. Aber Maria und Josef, die wären alle bei von Nazareth. So, wo kann das passieren? Wenn Jesus soll in Bethlehem geboren werden und sie wären aber von Nazareth, so, hier muss Gott weiter was tun. Hier braucht Gott einen anderen Mann nach, dass soll das dort ausfallen, als er gesagt hat. Hier braucht er einen Lehrer, der heißt Kaiser Augustus. So, hier braucht der Amthaut, dass sie so gut rannehmen, als er gesagt hat. Und auch eine sehr große interessant, dass es ein Wunder Gott, dass wir sich das so rannehmen, dass das Lehrer auf einmal hat diese Gedanken, hat das eines Lehrer, was er noch keinmal getan hat, oder was noch keinmal passiert worden. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann, Gott, der braucht sogar Lehrer in der Gemeinde. Gott konnte regieren, nur als er will. Kannst du Sprecher 21, Vers 1 sagen, er sagt, der Herr hat den König sein Wort in der Hand, und so aus ein Wutterstrom lenkt er, das kriegt nur als er will. Kriegt es Gott, weil Hans es soll ausführen, so dass der Lehrerschaft auch ihre Gedanken leiten, dass sie wollen Entscheidungen merken aus der Fehlen, die nur sehen wollen. In Lukas, das 2. Kapitel, in Vers 1 sagt, dass der Kaiser Augustus befahl zu seiner Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt werden, in einem Tagsregister eingeschrieben worden. Und das wieder, hier sagt er, das wird das erste Mal, dass die Menschen geteilt worden werden, was da passiert wird. In Kyrenus, die Rechenschaft in Syrien hat. Und dann sagt er, in jeder ging durchhin, wo er geboren wird, um sich anzuschreiben zu lassen. Das was der Lehrer Augustus hat befohlen, was sie sollen tun. Jeder einer soll durchgehen, wo sie kommen, wo sie geboren werden, da sollen sie sich anschreiben. Dann ging Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, weil sein Stammvater, der König David, geboren wird. So, von dort stammt Josef her. Er stammt von Bethlehem an. So, er muss dort zu Hause gehen, sich anschreiben. Dann sagt er, in sich mit Maria, der unvertüt wird, anzuschreiben zu lassen. Sie wird schwanger, sagt er hier, nu wird sie auch schwanger. Sie mussten sich auf dem Weg nach Bethlehem geben. Und dass sie das können anschreiben. Und dort können sie ausfallen, als er gesagt hat, dass sie durch ein Kind zur Welt bringen, in Bethlehem, in dieser Zeit. Und Gott beschreibt, wo das soll ausgearbeitet werden, wo lange das wohl alle toptieren, dass das wird zu der rechten Zeit ausfallen. Und wenn Menschen das haben sich so in ihre Kontrolle nehmen, das wohl reich ausgefallen sein.
aber will Gott, der weiß gleich, was er soll tun, wo er das muss ausführen, dass es soll so sich annehmen, als er gesagt hat, als er hat den Propheten das angegeben zu sein. So, sie mussten sich am Weg nach Bethlehem geben, da gehen. Und wenn wir das nur sein, dann wird studieren, dann Bethlehem wird ungefähr 160 Kilometer von Nazareth. Das hört sich echt sehr weit, wenn wir denken, dann von der und da, dass wir von der und da reisen, dann wir nicht ein paar Stunden überfahren können. Aber theoretisch hätten sie anders reisen, als wir von der und da, so sie mussten zu Fuß, entweder zu Fuß oder vielleicht mit einem Buddha oder Kremlin oder was immer am Weg sie dann reisen, dann mussten sie sich am Weg geben nach Bethlehem. Und wenn wir hier denken, Maria wird hier schwanger. So, sie wollen vielleicht mal sehr Sachen gereist haben, ob die Wege, was sie dann zu der Zeit gehört haben, vielleicht nur steinreich, ein Stückreich oder was immer. So, sie mussten sich Sachen auf den Weg geben nach Bethlehem. Und das sei das von ungefähr eine 5 Reise oder mehr. Mehr wären ja 5 wo das gebraucht hat, haben wir zu reisen. Dann sagt er, in Jerud, als sie in Bethlehem wären, kam der Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen mussten. So, dann haben sie gleich der rechte Zeit, hat sich das Raum genommen. So, hier braucht er den Kaiser Augustus dazu, dass er das soll sich dort merken, dass sie mussten alle sich Leute anschreiben, und da wären kein sie da. Und dann das nächste braucht er, das soll fertig werden, das soll zu der rechten Zeit so passieren, was er gesagt hat, braucht er Stirnforscher dazu. Auch zu der rechten Zeit, was er dort angeben, dass sie sollen nach Bethlehem gehen. Und auch, er braucht auch den König Herodes dazu, in der Zeit. Das sagt in Matthäus 2, Vers 1, als Jesus und König Herodes in der Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wir, seit, dann kamen Stirnforscher aus dem Osten nach Jerusalem und frugen. Was ich hier mit Stahlhorn und ich mal checken, werdet wir in dieser Stirnforscher, einzige Menschen, die sagen, da haben sich das deutlich gemerkt, das sind Tjanix oder das wären 3 Stück. Aber die Schrift sagt das gut. Das sagt bloß, dass wir ein Stirnforscher aus dem Osten. So, wir wissen gleich näher, wofür das wären, als das Tjanix wären oder was das für Menschen wären. Wir haben nicht sehr viel in der Schrift von diesen Menschen, als wieder was hier geschrieben ist, dass wir ein Stirnforscher und die kommen von dem Osten. Und da muss Gott auch reinmerken, dass sie wären, aber da kommt zu der Zeit, wo er wohl die Hand, dass die Schrift kann erfüllt werden. So, als diese Stirnforscher erst bekommen, sagt er dann frühen sie, wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben im Osten ein Stirn gesehen und sind gekommen, am anzubeten. So, mit hier werden sie nicht gekommen und wieder wissen sie nicht, wo sie sollen hingehen, sondern müssen sie fragen, wo das dann soll passiert sein. Als der König Herodes dort hier verführt hat sich in ganz Jerusalem mit an. Das wird ein Zeit, wo sie sich nicht haben abgemerkt. Der König Herodes auch nicht. Er wird der König, und dass das nicht kommen sein, sie werden ein König gekommen anzubeten, wo wir verführt hat sich sei. Aber was ich glaube, er wisst dass da wird ein König geboren worden, der Jesus heute der Erlöser. Wir wollen hiermit wieder, wo wir hier davon, dass worum Frauen, in wem Frauen, wo das soll passieren. So, das sagt in ganz Jerusalem für sie auch mit an. Und ich glaube, dass der Herodes wirklich wisst, wer das wir will. Er wisst, dass das Christus wir, was soll geboren werden. Das sagt dann Leute, höhere Priester und Schriftgelehrte vom Volk kommen, um zu fragen, wo Christus soll geboren werden. So, erstlich, warum ging er nur die hohe Priester und die Schriftgelehrte und fragte noch, wo das soll passieren? Und dann fragte er, wo der Christus soll geboren werden. Er fragt nicht, wo der König soll geboren werden, der Judenkönig. Er sagt, wo Christus soll geboren werden. So, dann jetzt das so, er wird vielleicht gewusst haben, aber vielleicht nicht angewiss, wann das wird passieren und so weiter. Er wird sich da nicht bekannt machen. Aber er wusste, dass die hohen Priester und Schriftgelehrte, die wissen an der Schriften an, die wissen, was der Propheten gesagt haben, was die geschrieben haben. So, dann ging er nicht da, um sein, was die Schrift von das geschrieben hat.
Und die hadden voets naar antwoord rij, die zeiden, in Bethlehem, in Judäa, weil dort ist, wo der Prophet geschrieben hat. Das ist, was der Prophet geschrieben hat. In Matthäus 2, Vers 6 sagt er, über du Bethlehem, so er sagte, Bethlehem im jüdischen Land, du bist gar nicht das kleinste, manche Jüder ihre Angestellte, weil von die soll der Lehrer kommen, der über mein Volk Israel wird Herr sein. Und wat je, en dat had hij ook genoemd, had Matthäus genoemd vanuit Micah 4 vers 1. Daar schrijft er, zei hetzelfde, de schriftstelle die je in de bulletin had. Daar schrijft Micah ook van dit, dat het zal in Bethlehem passeren worden. En wanneer we dat nu zijn, dat is ongeveer weer al 700 jaar ver dat wat Jezus geboren wie hadden de profeten dat al geschreven. Zo dat weer al ver dat wat Jezus geboren wie, lang het heet ver dat. Had de profeten al van dit geschreven, wisten dat al. God had het aangegeven dat dit zal passeren en dat hij wordt in Bethlehem geboren worden. Zo nam zich dat zo raam, dat moest ik zo raam nemen dat hij wordt in Bethlehem komen, Jozef en Maria, en dat hij daar wordt geboren wordt, dat kind. Dat is waarom ze naar Bethlehem kwamen. Krijgt als de profeet gezegd had. So dan als Herodes zegt dat ik had nooit vers, wo das König soll geboren worden, sagt er in Matthäus 7, Vers, 2 Vers 7, dann roept Herodes zich de stierenforscher heimlich, also pleeg aan, om van hem uit te vingen, groot wanneer de stieren weer vandaag gekomen. So nu weer hij hier nieuwsgierig. Nu wist hij dat zal passeren, maar nu wil hij weten krijgen wanneer, zodat hij wist krijgen wat al de nu wil zijn. Wanneer de stieren wird vandaag gekomen. En als hij amtlich gezegd had, sagt hij schickt an naar Bethlehem en zegt goed, en zegt bitte je dat kind vangen worden, en wanneer je dat gevangen hebt, dan komt en zegt mij, dat ik ook kan dat aanbeden. So hier möchte hij dat zo laten, als hier is van hij ook een verlangen had, dat nie een König aan te beden. Aber dat wir ganz arg, er hat ganz unter im Sinn staat. Sag ich, als sie den König gehört haben, gingen sie hin und wirklich der Stieren, den sie im Osten gesehen hatten, trug weiter voran. Bis die kam und über den Platz stand, wo das Kind war. Das hier sich jetzt von der Stieren vielleicht von der Karte verschwungen ist worden. Sie wissen nicht wieder, wo sie sollen gehen oder wo sie hingehen sollen. Weil es erst hat das Stieren entgelegt. Und nun kommen sie da, wo sie nicht mehr wissen, wo sie sollen hingehen, mussten sie fragen, wo ist das nie geborene König, was das soll geboren worden. Aber nun sagt er, als der König erst gesagt hat, sie sollen gehen, wieder segnen, wenn sie den gefangen haben, den Arm kommen weiten lassen, dann müssen sie sich wieder am Weg, und dann kommen die Stieren wieder von da, sagt er. Der Stieren, den sie im Osten gesehen hatten, trug wieder vereint. Und der kam gleich da, wo die sollen hinkommen. Gleich mit dem Platz, wo das Kind war. Und so das Stieren hat ganz von Anfang an nu ganz mit hier mit den Latz gelehrt und gleich dahin gelehrt, wo das nie geborene König soll sein, wem sie wollen anbeten. Und weil der Stieren so klar gelehrt hat, sagt er verstehen, als sie den Stieren sagen, Frieden sie sich sei. Also hier wieder der Frieden war ganz voll, was sie wissen, sie wären auf dem rechten Platz, sie gehen in der rechten Stadt. Das wird wirklich, wo sie hingehen wollen, und wem sie segnen, denn der Stieren hat er wirklich Krieg dahin gebracht. So sie werden sich ganz sicher, weil es Vers 11 sagt, als sie im Haus hineinkommen, fangen der Kind mit seiner Mutter Maria und schmeiten sich vor am Dol und beten am an. So hier beten sie das nie ein König an, wem sie gefangen haben. Und dann sagt er, dass sie ihre Reistaschen aufgemerkt haben, schenken sie am Gold, Werjuk und Mirren. So hier werden 3 verschiedene Geschenke, die hier abgeschrieben sind, was sie am geben deuten. Und ich glaube, deswegen glauben viele Menschen, hatten sich deutlich gemerkt, das wurden 3 Menschen gewesen, das wurden 3 Wesen, Männer gewesen, weil es die 3 Geschenke, was sie da ausgeteilt haben. Aber wir weiten das in der Wirklichkeit nicht, also 3 Bieren, das ist das einzige Leben, das sind vielleicht eine erneuerte Gruppe gewesen, aber das ist nicht das Wichtigste, weil das wirklich wichtig wird, wie so ein weiten Buffel dort Bieren, da wäre das Mann Bieren, dann würde das in der Schrift geschrieben sein.
Aber das sagt bloß, dass wir ein Stierenforscher einzustehen sein, das sind Wesenmänner, was immer das dann schließlich sind, aber das sind don't. Aber sie kommen bedauern, wo sie dessen Jesus fangen, und sie haben eine große Freude, und sie beten am An. So, nu wird Herodes auch wirklich tegen, nu wird der Heron auch uitvinden, wo das Jesus dann wird, das kann ich. Dat hij wil hem ook komen aanbeden, aber hij lucht, dat wie so. Zijn plan wird wirklich den Amt te brengen. Hij wil dessen König anbrengen, weil hij funkt dat eine große Gefahr, was hij wird, dat er soll noch ein frischer Judenkönig abkommen. Hij hat den Platz aus der Juden erkennt, und hij gleicht den Platz, wo hij wird, und hij hat Angst, dass König, der will seinen Platz auf einmal übernehmen. So, nu will hij alles sein, was hij können seine Macht haben, das Kind Amt zu bringen. Dat dat niet zal passeren, dat hij niet wordt zijn kennis aannemen op eenmaal. Zo, en wils God im Traum te am gewarnt had, God beschützt dat kind hier. Hij warnt deze stierenforscher, dat zij zullen niet teruggaan in deze Herodes. Dat zeggen, wils God im Traum gewarnt hat, nicht nach Herodes zu gehen, gingen sie auf einen anderen Weg nach Haus. So gleich den anderen Weg, als sie erstlich gesagt worden, dass sie sollen tun, sie sollen gehen nach Herodes, und sie denen das über nicht, weil Gott hat eine Warnung gegeben. Auch war das sehr interessant, weil Gott das Kind beschützen wird. Weil Gott will haben, das soll passieren, dass er geplant hat, und das würde das ausfallen. Und dann, was andere Menschen im Sinn haben, besonders das Herodes nu. Dat hij hem zijn had het kind om te brengen. So nu moeten ze een andere weg naar huis. Dan zegt dat vers 13, als zij op een treeweg wieren, kwam den Herrn zijn engel naar Jozef im Traum en zei te hem, sto op, neem dat kind en zijn moeder en vlieg naar Egypten en blijf daar, wat ik die zeggen wil, wils Herodes heeft een plan dat kind te zeker in dat om te brengen. Zie, ik heb gezien in deze vers wordt zijn dat wat zijn plan werkelijk is. Hier komt God ook naar Jozef en zegt hij ook, je hebt in de warning ook, dat ze zijn in de gevaar, dat kind is in de gevaar. Ze zullen dat kind nemen en naar Egypten gaan, wil dat kind wordt omgebracht worden, want ze daar blijven worden. Dan zegt hij, en als hij opstond, neem hij dat kind en zijn moeder en leed danach los naar Egypten. Zo zijn we in de weg, ze reizen de voet naar Egypten op touw. Zo, en als Herodes dit is gehoord had, als hij dat antwoorden, dan wat hier passieren deed, wird hij ganz ongeheer ontevreden en verdrietig hebben. Dat zegt in vers 16, Matthäus 2, vers 16, als Herodes dat antwoordt, dat de stierenforscher am ongesmeerd hadden, wie hij schrecklich dal. So, ik heb hier, en hij wird niet meer beter, hij wird schrecklich dal de En beval dat in Bethlehem in de ganze omgegend alle kleine kinderen, 2 jaar oud en eronder, zullen doodgemerkt worden. Weil so als de stierenforscher gesagt hadden, hadden zij den stieren 2 jaar terug zijn. So dass hij eerst uitforschen deed, dass hij de vrouwen deed, wel aan terug dat wir dat zij stieren gezien hadden hem gesagt 2 jaar. So dat wo hij zich nog rechten deed. So hij dacht so, wenn hij 2 jaar zijn kinderen, 2 jaar en onja alle doodmerken deed, dan wordt verzagen, wordt hij dat kind Jezus ook doodmerken, dan wordt hij niet kennen worden. Aber Gott hat ihn beschützt. Gott schickt er weg. Hij wil niet mank de kinderen. En wat je sogar dit moest passieren, dat ook kunnen in de ervaring gaan wat Jeremia gezegd had. De profeet Jeremia had ook van geschreven dat er een grote kindermarkt worden in de tijd. Dat dit zal passieren. So, dat moest gelijk zo uitvallen als dat. Hij bracht dessen leraar ertoe dat het wordt staat in de ervaring gaan dat er een grote kindermarkt worden. En dat is de kennis die hij bracht ertoe. So, en Jeremia had ervan geschreven. Dat zegt in Matthäus 2,17, dan wordt het zo als de profeet Jeremia gezegd had. In Rama als een grote geschrei van hielen, klagen en treuren te horen. Rahel hield über ihre Kinder en wil zich niet trösten lassen, weil die alle weg sind.
das hier wurde gesagt, in Rama hat wir der Platz für ganz dicht bei Bethlehem. So da wieder zu hören, was da für ein große Kinder geschreit wird. Und das hat Jeremia geschrieben, was da wird passieren. Und so Gott braucht diesen Prophet auch, dass sein Wort können vollführt werden. So alles muss so passieren, als Gott das will haben. Und er braucht verschiedene Menschen dazu, dass er sein Wort fertig machen, was er geplant hat, was er hat all Jahren vorher gesagt hat, das soll passieren. So nu wieder Zeit wird da, nu muss Gott das so ausführen und er muss verschiedene Menschen, was er dazu brauchen. In diese paar Geschichten hier, was ich hier lesen, da braucht er Maria und Kaiser Augustus und der Stierenforscher und den König Herodes. So er braucht mehrere verschiedene Menschen, was er brauchen. Besonders wenn wir denken, dass er braucht diesen weisen König Herodes. Das wird ein sehr schlechter Mann. Wenn wir von denen studieren, dann was das für ein Mensch wäre, das wird ein sehr ruchloser, kaltblütiger Mensch. Er wird sich nicht sehr leicht wie im Tod merken, wenn er lebt, dass sein Amt in der Gefahr wird oder was immer dort wäre. Er wird sich nicht so einen Menschen tot merken. Das sage ich von diesem Mann, wenn er von denen studieren, dass er hat 9 Frühes und eine von den Frühes hat er auch tot merken. Und auch 2 von ihren Brüdern hat er tot merken auch, weil die beschuldigen ihn, dass er in seinen König recht was Unrecht tut. Und so dürfen wir ihn Leute der tot merken. Aber das ist nicht in der Schrift geschrieben, aber das ist, was ich anders werden wird studieren, das von diesem Mann. Aber das zu hören, dass, wenn das so ein Mensch ist, dort gewasst ist, dass die sich nicht wehren, für diese kleinen Kinder alle tot merken. Bloß haben dort Problem fertig bin, dass nicht ein anderer König nachkommen, auf einmal, wo er im Platz wäre. Weil er gleich den Platz, er gleich den Position zu leiden. Und ich dachte immer, wenn ich einmal dann wundere, wo dann so eine Menschen am Platz kommen, verschiedene Menschen, die vielleicht gute Dinge am Sinn haben für die Menschen, für das Land. Und sogar dort braucht Gott, haben sie ihn Wellen fertig machen. Und ich glaube, vielleicht das von der und da gut noch einmal. Gott braucht verschiedene Menschen, haben das so was ausfallen, als er im Sinn hat. Ich dachte an die Regierung von der und da, wo schlechte sind, jetzt auch alle, was da angehen, was die Lehrerschaft erlauben und so weiter. Ich glaube, das ist alles für eine Ursache. Das wir uns Gott haben, das hat gesagt, da wird eine Zeit kommen, wo diese Dinge passieren und er braucht auch Lehrer in der Gemeinde, dass das kann dort ausgeführt werden. Wir jammern einmal sehr, besonders von uns Lehrer hier in unserer Regierung, hier in Kanada, Justin Trudeau, was der alles erlauben und so weiter aus dort. Aber wisst ihr, erst vielleicht einmal, dass Gott das hat voll haben, dass er soll am Platz sein, dass er das soll bringen, dass es dort soll ausfallen, als er gesagt hat, als das wir tun. Weil die Schrift sagt, alle Dinge, die in der letzten Zeit passieren, da werden so Dinge, als das passiert in der letzten Zeit, und das muss passieren, wenn es der Regierung und der Lehrerschaft all so Dinge erlauben tun. Von der und auch erlauben die Kindermarkt und alle so, was daher steht. Und da tun viele Dinge, was erlauben tun, was Gott gesagt hat, was in Sinn wird sein, das ist reich. Und ich glaube, dass man alle in der Erfüllung gehen, dass der Chef sein wird. So, er braucht verschiedene Menschen. Christus hat an der Zeit verschiedene Menschen brauchen, dass Jesus in der Zeit könnte, der rechte Zeit geboren, dass das können in der Erfüllung gehen, dass die Propheten geschrieben haben. Christus hat das von der und auch. Das braucht verschiedene Menschen, was er brauchen, was das hat. Er braucht vielleicht die und mich auch für verschiedene Dinge. Dann das kommt durchkommen, was in der letzten Zeit geschrieben ist, was soll passieren in der letzten Zeit. Weil er wird dort loten verfällen, was er gesagt hat. Er muss das, anders wird er legen. Was der Chef gesagt hat, das muss er loten, dass dort auskommt, dass das kann so passieren, was er gesagt hat. So, er hat gesagt, dass da wird ein Radar kommen, Jesus Christus wird kommen, er wird den Schrecken von der Welt raten, und er hat auch. Christus hat gesagt, dass das wird passieren, so passiert das auch. Und er hat auch gesagt, dass das soll ja Jesus, was geboren wird, der wird weiterkommen. Er hat gesagt, der wird weiterkommen und der wird auch. Und das ist eines wo wir uns ganz verloren und das Glauben, weil der Chef sagt dort, und wo er das wird loten kommen, dass das wird kommen, wie weit ihn gleich kriegt. Aber er wird das loten, dass das kann in der Erfüllung werden, so was er gesagt hat. So was er von der brauchen hat, oder wem der brauchen hat, wie weit ihn einmal. Sind das die Lehrer in unserer Regierung, oder was andere gewöhnliche Menschen, oder was immer, aber das wird passieren.
So, ich weiß nicht, wo du bist, was du glauben das in dieser Zeit, wo wir ben sind. Aber ich glaube, wir sind ganz mit der Zeit. Du hast auch nicht viel, was da passieren wird, mit Jesus wird weiterkommen. Nur die Schrift, nur was er sagt, was da alles wird passieren in der letzten Zeit. Das ist alles passiert. So mehr alles ist passiert. So, ich glaube, wir sind ganz mit da. Ich glaube, Jesus ist mit ohne der. Er ist ganz recht am Trickkommen. Und er wird auch Trickkommen. Er hat gesagt, er wird und er wird auch. So, das haben wir uns verloren. So, ich dachte mit dir über diese Dinge nur, da sind noch viel mehr Menschen, was da in der Schrift beschrieben sind, von was er gebraucht hat, was die Propheten von geredet haben. Aber das ist ein bisschen ein paar von denen, wo ich an Tag von zu reden. So, ich glaube, wenn wir, das ist die Zeit im Jahr, wo wir sind, wenn wir uns reinmerken und für Weihnachten, ich glaube, wir sollen uns reinmerken, auch für sein Wiederkommen, kriegst du gut. Und wir sollen mit einer rechten Einstellung diese Helge der feiern. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns jedes Jahr erinnern, von was passiert wir und dass Jesus gekommen wird und dass er erst gekommen uns zu raten. Wir hier in das Weihnachtsprogramm, wo die Kinder uns die Botschaft bringen, und wir wollen von der aus nach Meier hören, von unseren Sonderschulen, so wir hören das alle wegen von dieser gute Nachricht. Das ist eine gute Botschaft, wo wir von hören und diese Zeit im Jahr. So, weil wir uns auch selbst auch reinmerken, was ist das Weihnachten wirklich? Was sind die Helden, die wir feiern da? Zu was merken wir uns rein in der Wirklichkeit? So, ich danke Gott, dass wir uns reinmerken und uns erinnern, von was er uns geschenkt hat. Das Geschenk, das sei dir das Geschenk, was er uns gegeben hat. Dass wir uns reinmerken und daran denken, dass das Geschenk hat er uns gegeben. Dass wir geraten werden. Da wir noch da beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Gott, für die Scheine, die gute Gabe, die du uns gegeben hast. Das sei dir das Geschenk, den sehen Jesus Christus, wo du von geredet hast, wo wir von lesen können in der Schrift, wie lange Jesus geboren wird, dass das soll passieren und wo das wird passieren und so weiter. Und ich danke dir, Gott, dass du das auch so rein mehr andeutest, dass du den Menschen sogar rein mehr andeutest, dass das können so ausfallen, dass das können in der Erfüllung gehen, kriegst du, als du gesagt hast. Du bist ein Gott, was der wahr ist und was der alles tut, als du das weißt. Und wir wissen, dass du hast alles in deiner Macht. Du regierst das so, als du das was hast, so dass es kann so ausfallen, als du gesagt hast und als du weißt. Und wir wissen auch, Gott, dass du auch hier wieder wirst regieren. Du hast alles in deiner Macht, du wirst das so regieren, als du das weißt. Unsere Zukunft ist in deiner Hand. So, Herr, ich bitte, dass du uns reden mir unter aller Zeit, dass wir dankbar sind, dass alles so ausfallen wird, als du gesagt hast, als das Wort passieren. Und auch, dass das Wort so kommt, als du gesagt hast, von den Sehen, war das Wort kommt, dass das Wort passieren. Und ich bitte, Herr, dass wir uns reden mir dafür. Und dass wir glauben und annehmen, was dein Wort sein wird. Und ich danke dir für dein Wort, dass wir das alle Banden haben beschrieben, um zu wissen, wo das passieren soll und auch, wo das passiert ist in der Vergangenheit. Dankeschön, Gott, für dein Wort. Und ich danke dir auch für das Zeit im Jahr, wo wir angehen, dass wir uns weiter können erinnern von dieser Zeit, von dieser Geburt, von den Sehen Jesus Christus. In den Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.